Baruch Abu, Bruchem Aboim, ach allemen. Ich bin Gietel Schechter Vishwanath. Ich bin der Vorsitzende von der Jiddisch Liga. In Hand treffen wir sich auf der ersten Session von einer neuen Serie, was heißt Schmissen mit Mechabrem. Schmissen mit Mechabrem. Und das ist basiert auf dem Journal Affenschwell, was die Jiddisch Liga geht heraus. Und wir wollen herausstellen von Eulen, die Menschen, die mir lehnen sehr Wörter auf Papier oder auf dem Ekran, aber wir sehen sie keinmal nicht. Wir wissen nicht, wie soll sie sehen aus, wie soll sie reden. Wir haben gewollt machen, dem Journal ein bisschen mehr dreidimensionisch von Eulen. Ist Shiri Shapira, wo es echt bekannt sich hat mit ihr zum ersten Mal. Sie wird sein unser erster Gast. In Miriam wird reden mit ihr. Ich darf nicht sagen zu viel wegen Shiri, weil ich weiß nicht, keine Sachen. Ich kicke raus, sich Hand auszulernen. Ich weiß, dass sie ist geboren geworden in Yisroel. Ja, in kommt nicht von kein Jiddisch Rendiger heim. Hat sich sie gelernt Jiddisch, in sie 4 Touren mit der Blog. In Miriam wird auch bekennen mit Shiri. Ich will nur sagen noch ein paar Wörter wegen der Jiddisch Liga. Die Jiddisch Liga ist geschaffen geworden in 1979 von Mordechai Schechter. Es ist eine Hemmschach-Organisation zu der Freilandliga für territorialistische Kolonisation. Das ist die Territorialisten. Aber Hand von 1979 ist es durchaus eine jiddischistische Organisation, wo es stellt heraus Jiddisch wie eine Sprache, eine lebendige Sprache, eine Sprache, wo es man soll lernen, in reden, in schreiben, in leben. Und wir haben verschiedene Unternehmungen in Projekten, wo es bringen auch ein lebendig Jiddisch. Und ich will geben ein Muschel. Wir haben etwas, was heißt Werte von der Woche. Das ist ein Regime, thematische Regime, was wir schicken euch jede Woche. Jene Woche ist Paint gewesen, ein Regime Konspiromanie. Ein Regime von verschiedenen Minen Konspiromanies, das heißt auf Englisch Conspiracy Theories, ist, wir blieben es machen interessant, in lebendig, in scheich, in heinzeitig, in wer vandaag ist schon auf der Regime von der Jiddisch Liga kriegt die Regime, ob ihr wollt, werden ein Mitglied von der Jiddisch Liga und uns helfen stützen an solchen Projekten, lasst uns wissen. Ich stelle das Webseite auf den Schmieskästel in der Chatroom. Und wir verbeten nach zu stützen die Jiddisch Liga in stützen alle lebendig Jiddisch. Jetzt will ich übergeben Miriam Trin das Wort. Miriam ist unser Chefredakteur. Sie redaktiert dem Affenschwell. Sie hat ungeheuer mit der Jahr zurück in der Wahl rausgegeben, den sehr schönen Nummer, was wir haben, in welchen Shiri hat gedruckt, ihr erzählen. Ist Miriam? Kovet Godel. Herzlichen Shalom Aleichem, dem Teiren Eulem, Adank Gittel und Adank Shiri, unser ersten Gast in der neuen Serie, Schmues mit heinzeitigen Mechabrim. Es ist sehr schön zu sehen, dass so viele Menschen sind interessiert, zu hören wegen heinzeitigen Schreiben auf Jiddisch. Und wie Gittel hat gesagt, vernehmen wir sich in der Jiddisch-Liga-Tage mit dem Abhitten, das jiddische Wort, aber nicht nur theoretisch und nicht nur es zu konservieren, nur euch das Tage weiterzuentwickeln und der Iker zu halten lebendig. Ich habe heute bei ihm dem größten Covid zu verführen, dem ersten Schmues in unserer Serie mit, wie ihr seht alle, ein junger, heinzeitiger Jiddisch-Schreiberke, Shiri Shapira. Und ich will sie kurz vorstellen, persönlich, und dennoch euch sie vorstellen durch ihre Beziehung zum Schreiben, Schreiben Bichlal und auf Jiddisch befragt. Und wir werden anheben mit unser Schmues. Ihr werdet sich durch den Schmues bekennen mit ihr und mit
Schreiben auf Jiddisch heint und beim Sof von der dosiger Sessie wird ihr euch haben allein die Gelegenheit zu fragen, direkt die Mechaberte, oder zu bemerken, gewisse Sachen, ob ihr hat schon gelernt, die meisten, und ihr wollt kommentieren, Adrabe, Bekovet Godel, ist auf dem allem wird sein Zeit beim Sof von der Sessie. Wir hoffen, dass die letzten 15 Minuten, wenn wir können abgeben, Tage a direkten Schmues mit den Eulen. Ob ihr wollt nicht vergessen, eure Frage ist, könnt ihr euch nutzen das Schmueskästel, für die, was seien noch nicht also überhaupt in dem zoomischen Jiddisch loschen, sollt ihr wissen, dass das Schmueskästel ist die Chatbox auf Englisch. Ist dort könnt ihr verschreiben eure Frages und wir werden beim Sof euch durchgehen das Schmueskästel und sehen, sie mir dürfen sich beziehen zu, was man hat verschrieben dort. Shiri Shapira, ein paar Wörter wegen ihrer Biografie, und wie ich habe schon bemerkt, und wie ihr könnt allein sehen, ist sie von dem Gicher Jungen da, und ich will nicht sagen ihr älter, aber sie ist in ihren 30er Jahren. Sie ist professionell tätig in dem Trum Schreiben und Sprach und sich missassig sein mit Sprach. Sie ist der Iker an Übersetzerin von Sprachen wie Jiddisch, Englisch, euch, Deutsch, auf Hebräisch darauf. Und nach dem schreibt sie euch allein auf Hebräisch, der Iker aber euch auf Jiddisch, und wegen dem wird sie allein mehr erzählen. Sie hat verendigt in Hebräischen Universität ihre Jiddisch-Limudim in der Rahmen von einem Magisterprogramm, was existiert in Israel in dem Trum von Jiddisch speziell. Und sie hat übergesetzt verschiedene Sachen. Ich will sie jetzt nicht befähigt dermonen. Was ich will ja dermonen ist, als sie ist euch ein aktiver Blogger, und sie ist da eine Sache Jiddischisten, was führen Kolaminim bloggen auf der Internet. Ihr Blog heißt Sfarim beAutobusim, Bücher in Autobussen. Ja, Sfarim oder Sipurim? אפשר habe ich Atoes, Shiri? Bücher, ja. Bücher, Sfarim, ja. Und ich hoffe, sie wird sagen, ein Wort wegen dem dosigen Blog euch, wie also ist ausgewachsen die Idee und was das ist, mit was das schmeckt. Ich will euch noch ermahnen, als sie hat gewonnen, da nicht lang, in 2019, den zweiten Preis von einem ersten literarischen Vermest, was die nationale Instanz für Jiddisch in Israel hat initiiert, und sind demnach ist der dosige literarische Vermest vorgekommen noch einmal, das heißt letztes Jahr, 2020, und Minastam wird das angehen euch weiter. Jetzt will ich vorstellen, Shirin, ein bisschen durch ihr Schreiben und in der Form von Frages. Shiri, das werden sein 3-4 Frages, kurzinke, was ich wollte dich gebeten, danach sich zu beziehen zu sehen, also noch ernannt, wie es wird dir gefallen. Du hast angehäuben zu schreiben in etwas am Moment, und es wird sein, aber interessant von allem, sich zu wissen, in welcher Sprache das ist gewesen. Was ist gewesen dein erster literarischer Kontakt mit Sprache? In welcher von die Sprachen, was du beherrschst? Efter Avada auf Hebräisch und efter darf nicht. Ich weiß nicht, du wirst uns sagen. Und ob du wolltest gedacht beschreiben, was ist deine spezifische Beziehung zu Sprache Bichlal in deiner Rolle wie ein Übersetzerin und von der zweiten Seite in deiner Rolle wie eine aktive Schreiberin. Wollte das gewesen sehr interessant. Und Lesof durch sich will sich Poshet fragen, in welchem Moment von deinem Leben hast du beschlossen, sich ernster zu vernehmen mit Schreiben auf Jiddisch? Ja. Und was hat dich fasziniert in dem dosigen Schreiben auf Jiddisch, Davke? Wow, das sind eine Sache Fragen, aber erstens will ich sagen, danke dir
Und danke Gitlen, euch verbeten mich eins und euch veranlassen mich anteilnehmen in einem mamisch prächtigen Nummer, was gibt ein gutes Panorama von einseitigen und euch historischen jüdischen Leben. Und ich hoffe, dass alle halten schon in Lehnendem. Und ja, einen guten Abend allen. Und das ist mein Akdome. חוץ dem, ja, ich meine, ich habe angehoben zu schreiben nicht so frei, was שייך Literatur. Ich meine, also ich habe alle mal geschrieben etwas, weil ich habe gemeint, dass es ist gar schön zu können schreiben, wenn ich bin geworden klein und ich tue das noch als mit größeren Isleives. Ich meine, also wenn ich bin gewesen 25 Jahre alt, habe ich angehoben zu schreiben auf Ivrit. Das ist nicht gewesen mit so langer Zeit zurück. Und ich schreibe allemal, wenn es ist da eine Gelegenheit, weil ich habe nicht so lieb zu schreiben für ein Schuflad. Ich darf wissen, dass Emetzer will das lernen und es wird sein allemal etwas nicht neuediger zu tun, aber wichtiger Leute dem Agenda von Welt. Und ich meine, also ich habe das gemacht für einen Konkurs von Universität, von der Hebräischen Universität. Und ich meine, also viele zweite Erzählungen von dem sind publiziert geworden in israelischen Journalen. Und ja, die zweite Frage ist gewesen wegen Übersetzen, oder? Ja, das ist gar interessant. Ich meine, dass meine Beziehung zur Sprache ist so, also ich bin nicht Kind Poetesse und ich sehe, dass meine Beziehung zu Wörtern ist allemal erzählerisch und nicht rein konzentrieren sich auf Sprache. Ich bin nicht so ein Wörtermensch, wie ich wollte gekannt sein. Euch nicht auf meine Mama loschen und euch nicht auf Jiddisch. Aber ich meine, das Übersetzen macht mich sehr nicht perfektionistisch. Und das ist eine schlechte Sache, aber auch eine gute Sache, weil beim Übersetzen kann man nicht sagen, die Sache so gut oder so genau wie in der Mokkersprache. Und ich meine, dass wir Schreiberin kann man allemal schleifen, noch einmal und noch einmal, Nieberlehnen, noch einmal schreiben und das wird keinmal nicht sein perfekt. Und ich meine, also kommt man keinmal nicht zum Sof. Ich meine, dass mein Schreiber sind einmal ein bisschen zu ablappen soll, aber das ist euch oft, weil ich schreibe in einer gewissen Zeitdruck oft, weil es ist da 7, אפשר die 7 ist etwas, was geschieht in einer Woche, 2 Chadashim herum und das kennt man nicht genug Zeit, aber es ist fort besser, wie kein man nicht zu schreiben und kein man nicht zu übersetzen. Und die dritte Frage ist gewesen. Wann hast du beschlossen, sich ernst zu vernehmen mit Schreiben auf Jiddisch und was fasziniert dich in dem? Aha. Ich habe das noch nicht beschlossen, ich bin noch nicht ernst geworden, ich meine, aber es zieht mich rein, noch als. Ich meine, dass der Konkurs mit ein bisschen mehr wie ein Jahr zurück, ja, Sof 2019, ist gewesen, ממש das erste Mal, als ich habe geschrieben, etwas, ein Stück auf Jiddisch, was ist nicht für eine Universität, für etwas akademisch. Und das ist gewesen nur eine Probe, zu sehen, ob ich mag, ob ich kann euch אפשר bekommen ein bisschen Geld für dem, weil es ist euch wichtig zu sein, ein bisschen praktisch. Und es ist mehr oder weniger gelungen. Ich meine, es ist, wie ich habe gesagt, nicht perfekt, aber es ist eine jiddische Erzählung, was existiert in der Welt. Das ist gut genug für der Stadie in meinem Leben und danach habe ich פשוט gehabt
ein paar andere Gelegenheiten zu schreiben, eine Sache andere Ideen, sie sind zu neu gekommen, למשל, auf dem Nummer auf dem Schwell. Dank. So wie wir haben gehört, hast du etwas, es ist da etwas sehr Auffrischendes in deinem Zugang zu Literatur durch sich mehr, weil oftmals hört man, als Schreiber haben etwas als eine romantische oder öfter romantisierte Natur zu schreiben und sich nicht fühlen perfekt und mit Mail reinlegen, die Jetzires in Schuflad, wo die Sache wird alt und verältert. Und du sagst, darf nicht, bei dir ist Kapoyer, das heißt, du schämst dich nicht herauszulassen, was du schreibst an, Farnbreiten Eulem, und das ist für dir darf ein Stimul, der Gedanke, als Emetzer wird es lernen. Ja? Und euch haben dich in Sinnen, als die Sachgufe wird öfter nicht gleich beim ersten oder zweiten, dritten Mal perfekt, aber es ist ein Stückel Jesch, ja, und es wird, und mit dem allein hat es Berechtigung zu existieren und kann herausrufen, Hanoi. Und die alle, was haben gelernt, dein Meise, in dem nächsten Nummer von Auf den Schwell, haben öfter gefühlt, als der dosiger praktischer Zugang mit etwas sehr praktisch, sehr realistisch zum Wort und zur Literatur und zum Leben euch, spiegelt sich ab in dein Text. Und wir werden noch hören Beispiele davon, wenn wir wollen vorlehnen, Auszügen. Ich habe das gehalten für sehr auffrischendig. Zu haben also einen literarischen Text, was ist voll mit sehr reale und realistische Beschreibungen und arbeitet nicht sehr stark mit etwas romantisierten Stil oder Bilder. Das ist mir sehr gefallen. Das ist durch sich ein guter Blick, rüber zu spannen von dem mehr Allgemeinen in deiner Beziehung zum Schreiben zu der spezifischer Meise, was du hast angeschrieben, fahren auf den Schwell. Und lass mich sagen, ein paar Wörter von Eulem, was hat öfter noch nicht im Ganzen übergelehnt, die Meise. Ihr sollt das können gut reinstellen in etwas Rem. Und dennoch werden wir sich zusammen mit Shirin beziehen, genauer zu den verschiedenen Aspekten von der Meise. Ist koldem Kol will ich euch losen sehen ein bisschen, wegen was wir schmusen. Ich habe noch nicht alle solche gewöhnt zu halten in der Hand, mamisch, dem Nummer, ist also sieht das aus. Ist gewidmet Magefes und andere Onschikenische. Und Shiri Shapiras Meise, was heißt jetzt ist eine Schome, ist auch da. Shiri, sie hast du, gut, die Meise ist eine sehr itztige, heindzeitige Meise. In der Meise bekennen wir sich mit einer ganz durchschnittlicher Israel-dicker Sprache. Und also wie Shiri Shapira ist von Israel, schreibt sie wegen der Geschehnissen heutzutage in Israel. Und durch der durchschnittliche israelische Sprache bekennen wir sich mit der israelischen Gesellschaft auf einen hübschen Öfen und auf der Reaktion von der jüdischen israelischen Gesellschaft auf der Macke Corona. Die meiste der Zeit in der Emessen wegen dem ersten Stapel von dem Ausbruch von der Magefe und wie also man hat in Israel reagiert auf ihr, durch den Beispiel von der Mischproche. Und wir fallen rein, in dem dosigen ersten Stapel von der Corona-Zeit, rein in sehr wogiger Tkufe, sehr symbolisch angepackter Tkufe, was ist Punkt die Zeit von Pesach. Ja, und dem dosigen historischen Hintergrund nutzt Shiri Shapira aus und sie stellt rein ihre Meise in der auch geschehen ist. Shiri, ich wollte dich gewollt fragen, sie hast du beim Anheb von der Magefe Tage bald gehabt, etwas an erstigen Gedank und Cheshek anzuschreiben, etwas, was soll haben, eine befehrische Verbindung mit der Corona?
אפשר auf Hebräisch קודם, oder hast gleich gehabt, Cheshek, es zu tun auf Jiddisch. Sie ist das nur aufgekommen wie ein konkreter Gedanke, nachdem wir haben sich durchgeschmust und ich habe angetappt im Däufig bei dir und gefragt, sie hast du öfter Cheshek beizutragen zum neuen Nummer mit etwas an der Erzählung, etwas an Jezire, was wollte sich gekannt reinstellen in der Thematik. דווקא soll ich אפשר anplecken, אז erstens hat Rochel Schechter, die Chefredaktorin von Vorwärts, mich gefragt, ob ich habe etwas lekovat Pesach beizutragen und gleich habe ich gehabt eine Idee für die Erzählung. Und ich meine, das ist nicht genau, was sie hat gewollt, aber ich habe schon gehabt die Idee und das ist schon gewesen vor Pesach. Und zum Sof habe ich nicht gehabt genug Zeit und ich habe noch skizziert etwas Sache und das gelost auf der Seite. Und danach habe ich es weiterentwickelt nach Pesach, aber in Onheb bin ich gewesen stark zikavet zu wissen, wie soll wird sein Pesach. Hayo. Und es ist modne, also ich habe das geschrieben erst danach, also ich habe es durchgelebt. Das heißt, der Motiv Pesach hat dich spezifisch also intrigiert und euch stimuliert, kann man sagen. Ja. Efter wirst du uns vorlehnen, also jetzt Artikel und wir haben zwischen sich Masken gewählt, als das Beste ist, anzuheben mit dem Samen Anhebtacke. Ihr sollt kriegen gehörigen Tam und euch dem Cheshek weiterzulehnen für sich später in der Heim. Ich will herausstellen den Text auf unser beschutfestigen Ekran. Wer es hat Cheshek kann mitlehnen, beschas Shiri wird uns vorlehnen. Ja. Okay. Yetzias Neshome. Versteht sich, als jede Mischpoche hat eine eigene Neshome. Gewöhnlich meint man, als das kann man erkennen Leuten Clusterponim und die Hawaiis, Leute dem Redsteger und der Beziehung zwischen Guf und Gang, Leute bestimmter Chaie, zu wem man alle Bnei Bais sind ähnlich. Die Mischpoche Kinigel, le Moschel, ist Tage gewöhnt ähnlich zu Kiniglich, das heißt Zoig-Chaies, was können nicht fliehen oder schwimmen, fühlen sich bequem in rachwestige Dires oder in der ruhiger Natur, können sich gut ernähren von Grins und sind ausgestellt auf achzaristische Experimenten letoives Menschen. Jede Mischpoche hat an kein Schum Sofek euch betschutfesdicken Charakter. Die Kinigliche Kinigels sind Tage gewöhnt ungefährlich wie mewolltester Wart, unbarriert wie kalte Malochim und einmal abgelosen wie gefallene Malochim. Aber bloß himmlische beschäftigten Wesen, was es ist auf eine Nemes Familie Neshome, mit dem ganzen bürokratischen Apparat von der Neshomes Arbeit. Jeder Neshome bekommt zugeteilte Mischpoche. Das heißt, als der Neshomes Arbeit ist eine tagtägliche Hashgoche Elioine. In Himmel sind nachutz dem nicht Tag in Sach Zeitverbringens und tragen das Achreis für ein Mischpoche ist in der Emessen nicht Kindsacharbeit. Man guckt auch da und dort, כדי zu sehen, ob alles ist in Ordnung. Der Begriff in Ordnung ist breiter. Und wenn es kommt vor einer Krise, kommt man auch zu helfen. Eine poschete Arbeit, eine bekovetige Arbeit. Was noch hat eine Neshome zu tun im Himmel? Zum Neufnehmen Wolkensefscher? Die Neshome von den Kinigels ist gewähnt eine Fäule, aber eine Passike für diese Arbeit. Ihr Nomen ist gewähnt Joram, ein Nomen von einer Cheshbenführer, und Chotsch Cheshbenführerei ist ein nützlicher Talent, was scheich Mischpochesführerei, ist es nicht gewähnt Jorams Professie, wenn ist noch als gewähnt zu neu gebunden zu einem menschlichen Guf. In Himmel hat man sich verlosen auf Joramen. Efter weil der Nomen hat schon angesagt dem Jo. Und efter weil Joram hat so wenig getan, als man wollte ihm keinmal nicht zuschreiben, kein Beise Kavones. Euch nicht in Gute, aber der Riker nicht kein Beise.
In Himmel gleibt man, als Risches bedarf Fleißigkeit. Joram und die Kinigels sind gewähnt ein guter Sieveg. Auf Ivrit pflegt man Sorgen wegen solcher Leid. Wer es hat nicht kein Schmeckrusch, der kennt nicht kein Ipesch. Und es ist nicht nur gewähnt so, als Neshome und Mishpoche sind beide gewähnt umspierig wie etwas zwischen der Wind und der Stein. Nur euchet haben sie gehabt einen Charakter, was gefällt allem und den wird nicht kennen. Besonders hat der Tate Moshe Kinigel gemeint, als nicht sein dicken Tipp, wird man ihm euch nicht halten für kein Typisch. Mit dem sicheren Zugang zum Leben ist geworden eine wichtige Figur in der Armeekorpus von Logistik. Der Hauptoffizier für Essenwagen, Einkauf und Proviant. Schönen Dank. Nu, ich habe sicher gekannt vielen dem auch Tam, was ich habe früher ein bisschen der Mond, einen gewissen sehr realistischen Ton und fort eine Spielhaftigkeit mit der Sprache, was die dosige Themen oder dem dosigen Aspekt wird man noch aufbringen, ein bisschen stärker, ein bisschen später. Nu darfst du uns entdecken zwei Sachen, Shiri. Sie ist der Titel gewesen koidem, jetzt sie ist Neshome, was hat dir gleich gegeben die Inspiration zu etwas breiterem. Sie hast du koidem gehabt in Sinnen dem Sipera Meise und der Titel ist gekommen, der Noch. Erstens der Sipera Meise, weil ich habe gehabt die Kavone zu schreiben eine Pesach-dicke Erzählung. Und ich habe nicht gewusst, was genau, aber le Covid Pesach habe es gemusst sein. Und wie hat sich der vor dem, wie hast du ihn weiter versponnen? Das heißt, du hast gewusst, dein Hauptmotiv wird sein Pesach, Corona, in Israel. Und wie ist du bist auch ausgewachsen? Stapel noch Stapel, die Meise. Sie kannst du es rekonstruieren, also bekitze? Ich meine, also ich habe gedacht, es ist wichtig zu schreiben, etwas wegen, was tut sich ein, weil es ist gewesen, also spezieller Moment in der Geschichte und Bichlal und also im Modne, als Belletristik darf das ממש reinschlingen. Und ich habe allemal etliche Siebes verschreiben wegen mehr weniger normale Menschen, die Mishpoche Kinigel ist ja, mehr weniger normale israelische Mishpoche. Und das Mal ist es, weil ich will verstehen, wie sie kennen tun, die wunderliche Sache. Und euch, es ist mir, ich bin ein bisschen achsariesdick zu meinen Figuren. Ich meine, ich weiß nicht für was, aber also ist es interessanter für mir. Und euch zu sehen, ich meine, ich bin gewesen ein bisschen so. Und euch, das ist eine persönliche Sache, aber das sieht man inmitten von der Erzählung, als die Mishpoche ihr Kavone ist, zuvor auf den Seiden abzuhalten, dem Seder Pesach in Moishevs Kenim. Und ich habe damit gewollt schreiben etwas wegen dem, wegen Seder Pesach in Moishevs Kenim, weil das tut Tage mein Mishpoche. Und die Situation ist allemal, also ich schicke, als Emetzer muss erzählen der Welt wegen dem. Und es ist allemal interessant zu trachten, was ist geschehen mit jenem Dor, von der ersten Dor Israel in der MSN und wie so ist es so ist heint. Und in einer sehr zufällige Gruppe von Menschen, was haben, ich meine, sie haben das nicht so vorgestellt. Ja, und zu dem spezifischen Motiv, was scheich dem älteren Dor, wollen wir euch noch hören an euch zu fundieren, a kapetschke später, aber ja, man fühlt, als die meiste geht dahin zu dem Seiden, ja, gedei zu können, erzählen wegen die Machshoves
und dem Verstehen oder Unverstehen von dem dosigen Alten da, was wird reingeworfen in etwas am Schunedigen Matzev, noch Schunediger wie alle Jahr. Ja, wenn wir zukommen zu dem Ototot, ich will noch ein bisschen weitergehen dem Weg von Nehmen. Mich faszinieren mit Nehmen in der Meise. Wenn ich lerne, also solche Texten mit meinen Talmidim, habe ich lieb, sich abzustellen mit sie zusammen auf dem Bateit von Nehmen. Oftmals durch sich mir kleibt am Mechaber eus bekieven seine Nehmen und nicht nur Alpitraf. Und Punkt, wie ich habe dich gefragt, legabe dem Titel, ja, und du sagst uns, der Titel ist da gekommen, Lachermeise, also sozusagen, nachdem, wie du es schon als gehad gerät, lechol apoches im Kopf, was scheich der Meise. Was mit den Namen von den Helden, anzurufen die Mischpoche Gufe, die Mischpoche Kinigl, für was? Sie kennst uns ein bisschen aussagen, Take, Säudes von Cheder, was bist du außen gewesen mit dem? Oder was ist gewesen das Spielhaftige in deine Augen? Und euch die anderen nehmen, sie seien typische israelische, moderne Nehmen, öfter seien sie ein bisschen fremd, die dosige Lehners, was kommen nicht von Israel. Und zum Teil auch viele spielst du sich mit den Klangen von den modernen Prat nehmen, von den modernen israelischen Prat nehmen, und du machst ein Spiel, was spannt darüber die Grenze zwischen beiden Sprachen, ja, Hebräisch, Jiddisch, also wie mit Joram, wie wir haben jetzt da gehört, Joram, was hat in sich schon dem Ja, was ist ein positiver Aspekt. Erzähl uns ein bisschen wegen die Namen, wie also hast du sie vertracht? Ja, ich meine, früher habe ich getracht wegen dem Charakter von Mischpoche, weil sie sollen haben also eine Einheit, weil sie sollen haben euch ein Neshome, und das ist der fantastische Seite von der Erzählung, wegen was ich habe noch nicht gehört. Und der Charakter hat Tage gepasst, also mein Chaie, und ich habe stark liebe den Vergleich von Menschen mit Chaie, es läuft auf in einer schlechten Neufen, aber ich meine, dass wir können alle mal ausschöpfen eine Sache Inspiration von dem, und ich bin müde, als ich kenne Mischpoche Kinigl, und ich habe sie gekannt schon mit langen Jahren zurück, und ich habe alle mal gemeint, dass das ist sehr moderner Namen, und erst nachdem wie ich habe angehoben sich lernen Jiddisch, habe ich entdeckt, dass das ist etwas auf Jiddisch. Und ja, und die anderen Namen, ich meine, also ich habe nicht getracht sehr tief wegen sie. Ich meine, also ich habe pashut ausgeklebt die Namen, was sind Pesach-Dick, aber euch modern. Ich meine, es ist euch sehr modern, auszukleiden, ein bisschen Retro-Namen für die Kinder. Es ist nicht mehr so klar. Einmal hat man gekannt wissen, was ist dein Alter in Israel, Leute dein Namen. Ich meine, es heint, kennst du öfter sein Emetsens Bobbe oder ein 3 Jahre alt Kind. Und ja, das ist es. Dank. Hast du getracht die meiste Koidem auf Hebräisch? Oder sie auch viele stickerweise angeschrieben auf Hebräisch und dennoch übergesetzt? Sie ist dir als gleich aufgeschwommen, wie nicht ist auf Jiddisch? Nein, Kodem auf Jiddisch. Ich meine, einmal ist mir schwer zu finden, die richtigen Wörter. Und ich probe, und das kommt heraus ein bisschen kalkiert. Ist es ein bisschen geblieben. In der Meise jetzt, aber ich meine, dass ich schreibe etwas auf Jiddisch oder auf Hebräisch. Oder danach kann ich das übersetzen, aber ich will das nicht tun, ich kann das nicht mischen zusammen.
Interessant. Ich will zurückkommen jetzt zu dem Motiv, was du hast schon angerührt, die Älter und der ältere Dor oder der alter Dor, der Dor von dem Seiden in unserer Meise. Für was, du hast schon ein bisschen geredet wegen dem, aber öfter kannst du sagen noch ein bisschen mehr. Für was ist dir der alter Dor wichtig? Und sie ist es also der alter Dor ist dir speziell wichtig und sie ist das öfter euch verbunden ein bisschen mit dem Fakt, dass du schreibst auf Jiddisch, das spielt wirklich nicht keine Rolle. Und du hast euch ausgenutzt den breiteren Kontext von an alten Dor, der eine sehr spezifischen Ort, am Moschewskenim, ja, und sie ist das euch etwas ein Ort, was inspiriert dich oder ruft heraus Deiges bei dir und zu lieb dem ist dir wichtig, das zu verewigen. Das ist also eine Subkultur von der Gesellschaft, was du hältst Poshet für sehr, sehr reich und interessant oder meschunedig. Ich meine, das ist verkehrt. Ich meine, es אפשר die Siebe zu lieb dem, zu lieb was. Jiddisch hat mich so hereingezogen, ist, als ich habe allemal besser rausgekommen mit alten Menschen wie mit jüngeren. Und sie interessieren mich allemal. Und ja, ich meine, das ist דווקא ja also ein Trend, dass man schreibt jetzt mehr wegen älter, aber דווקא von einem Guckwinkel von einem alten Mensch oder von, לאו דווקא zu sehr, aber von den Kindern, von den Ähnlichen. Und ich habe gewollt geben etwas, einen Blick von draußen. Und euch in Moschewskenim, das ist nicht nur ein Ort von, wo man kann schmusen wegen alt oder wegen jenem Dor. Dort, ich meine, es stößt sich zu neu alle Werten von, ich meine, jüdische Mischpoches, israelische Mischpoches, also sie sind sehr neu, sehr solidarisch. Aber in Moschewskenim ist das nicht allemal so, ob der Haupt von Mischpoche wohnt weg von seinen Mischpoche, was hat gehodet lange Jahren, ist das ruft heraus eine Sachfrage. Ich meine, und אפשר zu schwere Frage, was man kann nicht entfernen mit einer guten Entfernung. Ja, in dem Kontext ist sehr beulet in dein Meise, Tage die Ostiere zwischen dem traditionellen Mischpoche Banem, wie ist euch sehr, sehr noch verspreit in der modernen israelischen Gesellschaft und Bichlal efshar bei jüdische Mischpoches, die Neuentkeit, was man will abhitten, das Sein zusammen, Avadu und Avade, bei einer Mischpoche-dicker Gelegenheit wie Pesach und von der zweiten Seite die gleichzeitige Abgefremdkeit zwischen die Deures. Und nicht nur mit Zad die Jungen, oder darf euch mit Zad dem alten Seiden, mir fehlt in gewisse Szenen, was du beschreibst, sehr schön, euch ein bisschen ironisch, scharflich, öfter ist das Achsorius, was du hast früher der Mond, dein Achsorius Klappe, deine eigenen Figuren. Mir fehlt, als euch mit Zad dem Seiden ist doch schad, legabe sein eigener Mischpoche, ja. Erkennt sie nicht im Ganzen und fühlt sich nicht nur gut in sehr Beisein. Ja? Das ist ein Teil von der Meise, meine ich, die dosige Stiere, die Verbundenheit und die Zerschädkeit gleichzeitig, oder eine gewisse Mechize, was bleibt, trotz man Arbeit auf alle Kelim, sie einzureißen. Ja. Efter wirst du uns vorlehnen, jetzt der Tag, einen anderen Auszug, was du hast geredet, was bringt uns da rein in den Moschewskenim.
Sekunde, ich will es euch herausstellen auf die Ekranen, alle sollen können mitlesen. Ja, derweil soll ich אפשר erzählen, ein bisschen wie Akdome, als die Mischpoche fort in Moschewskenen, בש"ס strenger Versparung, weil sie mögen, auf a krummen Eufen. Und es Joram, die Neshome, was hit up, die Kinigels, arbeit sich in einer anderen Neshome, zu lieber tragischen Geschehnisch, was kommt vor unterwegs. Und danach kommt eine neue Neshome zu den Kinigels, von Himmel herab, was heißt Basje. Und ja, und da hat man an mit Arie Kinigel, was ist der Seide, was lebt in Moschewskenen, und hat Dementie. Der Fall ist, ja, okay. Ich lerne von dem 11. Kapitel. Arjen hat man weggesetzt, Eubenon. Chotsch keiner hat sich nicht gericht, als soll anführen mit dem Seder. Leben ihm ist gewähnt Johnny und von der anderen Seite Moishe. Leben Moischen ist Dorit eingesunken in ihr Stuhl mit der kalten Fieberzither, wo sie hat ausgeteilt wie ein Siemen von Hunger. Aaron und Elia haben sich weggesetzt neben Johnny mit einem Blick auf einen Ausgang. Moishe hat gewartet, als der Tummel in Kirch soll aufhören und als alle Zuseher sollen reinbringen ihre Tate Mames in Rädelstuhlen und mit Geierlech. Die Zuseher pflegen rufen die ältere Leid, Tate und Mame. Moishe hat es damit verschafft am modne Gefühl, weil trotzdem hat ihm Johnny nicht behandelt wie ein Bruder. Lehipech, hat sich geführt, wie wollte gewähnt dem Tatens Tate. Chotsch mit Moischen ist sich nicht begangen wie mit einem Einikel, nur wie mit einem Gast in einem abgelosenem Hotel, was will besser nicht wissen, was tut sich bei ihm im Zimmer בש"ס ist nicht. Wenn alle sind schon gesessen in seine Stuhlen und herabgenommen seine Maskes, hat Moishe geprobt zuziehen dem Aufmerk auf sich. Ein paar Einwohners haben schon angehäuben zu essen, nehmen dich mit ein Stückel Matze ein bisschen Charoises oder Chrein direkt von der Keire. Moishe hat angehäuben zu lehnen die Agode auf der Kohl, übergehippert dem Urchatz und gegessen von Karpes, בש"ס hat schon der Schmeck dem Reich von die gefüllte Fisch von Kich. Hat vergessen, überzubrechen die Matze für ein Afikoimen und ergangen gleich zum zweiten Gläsel. Derweil haben sich alle Zusehers gespielt mit dem Telefon oder geschrieben hin und zurück in die Philippinen, Indien und Nigeria. Ein Zuseherin ist gehabt angekommen von Weißrussland durch unbekannte Wegen und hat sich nicht gechavert mit keinem Achutz mit ihrer Mame. Sie ist geseder gewesen, kläumerst verkillt, allergisch zu etwas, was sie hat nicht gekannt erkennen und elend. Ich lehne euch ein bisschen von dem 12. Kapitel. Basje hat sich herumgeguckt und nicht verstanden. Für was nur die junge Fremde trugen Maskes und die alte essen und trinken. Einmal hat sie gehört a Schmue, Leut welcher Goyim haben nicht keine Schome. Sie hat nicht gewusst, ob das ist emes. Der Himmel ist ein größer und man bekennt sich nicht mit keinem Schomes von der Weitens. Man weiß sehr selten, welcher Neshome es ist zugeteilt geworden, was Mischpoche. Die Neshomes schmussen zwischen sich der Riker wegen Kleinigkeiten wie Lemoschel. Die Frage zu was Chaya ist jener Wolken ähnlich. A Schmues, was kann führen zu lange wie Kuchen. Über dem wollte Basje schon besser gewollt bleiben im Geheimen. Sie ist gewöhnt versunken in Gedanken und kiemat nicht bemerkt, als Moishe und Elia kriegen sich ein bisschen. Nur eider sie hat sich reingemischt, hat Elia ja maskim gewöhnt zu sagen, man ist stane. Vor allem, und Arje hat sich beleidigt von dem jungen Mädels Chutzpe, weil ist doch der Misinik. Vielen Dank. Nun, ich schmeichel wieder mein Schmeichel, was ich habe geschmeichelt beim ersten Redagieren. Heißt das, ich habe wieder Hanoi. Und
Und die Hanoi, was ich auch בכלל gehabt, lehnen dich dein Meister und euch redagieren dich sie, hat sich durch sich genommen von dem, als Keseder habe ich gefühlt, wie du spielst sich von einer Seite mit dem modernen Leben von der heimzeitigen Gesellschaft und spezifisch Tage in Israel. Und ich habe da, der kennt kollerlei sehr komische und typische israelische Strichen. Und von der zweiten Seite webst du rein Keseder ein Spiel mit weißen Motiven. Wie viele nur der Motiv von den Neshomes, was seien wie Malochim, ja, oder Shadim. Das heißt, du gehst euch zurück zu einer gewissen Tradition, was wir haben in der modernen jüdischen Literatur, was hat ein Scheiches Tage mit solchen Masikim. Und ich der Mondo, Lemoshe Nor, Itzik Mangers, Tagbuch von Gan Eden, wo stellt uns vor, eine ganze Gesellschaft von Malochim und sie weiß doch auch, wie sehr menschlich, viele Punkte so korrupt wie die menschliche, oder euch Bashevis mit seinen Shadim und Shadimlach. Ja, das heißt, wir haben, und andere sind noch da, noch ich will sie jetzt nicht ermannen, aber es ist doch die dosige Tradition, was mir fehlt euch in deine Schures. Und Keseder ist da ein Humor, was durch sich wächst heraus von dem zu Neufporn, das sehr moderne Leben, das meiste Dicke. Und ich wollte euch gewollt vorlehnen an andere Stücke, zurückgehen, die wieder mehr zum Anheb, wo wir haben euch eine schöne Dube von dem, wie Schiri beweist zu beschreiben, das tagtägliche moderne Leben durch ein Reinkriechen in die Pitschewkes von dem tagtäglichen. Und sie tut das in sehr moderner jüdischer Sprache, was passt euch Chikave zu lernen. Der Auszug, was ich gewollt vorlehnen, ist beim Anheb von dem 3. Kapitel und ich habe verstanden, dass die meiste ist zitiert in kleine Kapitel. Ich will anheben da und geht daher auf der Sprache, guckt auf dem, wie soll sie, geht rein, ein Schlall mit modernem jüdischen Vokabular. Ja. Ist hat sie erzählt von dem gekannt Schöpfen von die Wörter von der Woche oder unsere neue Regimes, mit welchem wir kommen dem Eulen regulär. Da lassen wir neu haben. In die ersten paar Magäfe-Wochen hat Joram gut verdrängt über seine Sprache kindlich. Von Mal zu Mal hat herabgeguckt und geworden versorgt, bloß zu die Doritz zu kreative Kuchendekorations. Trotzdem haben alle Bnei Beis geguckt, tmimestig auf Ekranen, Tag ein, Tag aus. Joram hat geguckt, tmimestig auf sie. Was Scheich der Magäfe allein haben alle vergessen in Gichen, zu lieb was mir bleibt Bichlal in Quarantin. Sich gefühlt gesund, stark, ausgeschlafen und ein bisschen dicklich. Man hat mehr nicht gehabt, kein Meure auszugehen, auf viele Onke in Maske und angesteckt zu werden von Teilechlach, ausgespiegen von anderen Menschen und zertrogen in der Luft, weil man hat in Giffen vergessen, als voran andere Menschen. Euch im Himmel hat man kimat vergessen in der Magäfe, was hat geschickt an so viele Menschen in Käfer rein. Seiden. Eine Schomme hat Maschgiach gewähnt auf eine Sprache mit der Kranken. Hat auch viele, wenn der Kranker ist gewähnt von einem alten Dorf, haben die Neschommes allemal Makel gewähnt. Das heißt, gelost auf Heftig. Und hat ihr noch gekannt, Toyem sein von der Meise. Ich habe gewollt, dass ich dich fragen, Shiri. Also wie ich habe der Mond, der Moschel, ähnliche Motive, was spielen sich mit Malochim und Shadim in der jüdischen Literatur. Sie hast du geprüft oder sie hältst du theoretisch für wichtig, schreiben dich auf Jiddisch, euch zu haben in Sinnen, die verrannene Literatur anzuknippen, durch Abrufen oder durch Remosim in
frühere Jiddisch-Schreibers? Ja, es ist sehr beulet, also ich bin inspiriert geworden durch Mangers Buch von Ganeden und durch Bashevis' Sache der Erzählungen wegen fantastische Schäden und solche Sachen. Ist ja, es ist allemal ein Gedanke wegen der Tradition, ich meine, also ich will euch nicht nachmachen, Dio, weil ich meine, also ich kenne nicht, es ist gar unmöglich. Und ja, aber euch, es ist da allemal, ich meine, euch mit in Nehmen von Stücklich, was ich schreibe, ich meine, also ich weiß, dass ich will herausrufen der Wartung in mein Lerner, weil es ist so viele bequemer, als der Eulem ist so klein und ich weiß, was man lernt. Es ist klarer, wie ich meine, לכל הפוכס בדר hebräischer Literatur, wer sind die Klassikers, ja, und welche Ausdrücke sind geblieben im Kopf von dem Lerner. Dank. Und hast du schon euch geprüft, auf etwas an euch anzuknüpfen in der hebräischen Literatur? Das ist etwas, was beeinflusst dich, wenn du schreibst auf Jiddisch? Lauf dafke, aber ich fühle sich sehr bequem, אז ich habe דווקא hebräisch wie am Meloschen. יכול להיות es ist nicht so gut für jiddische Literatur wie Jiddisch wie am Meloschen. Aber ich meine, es hilft mich לכל הפוכס, אז ich kann einmal geben dem Tam von modernen israelischen Red, ohne dass es wird klingen zu fremd. Einmal, ich weiß, dass ich nicht so sage, löschen koidische Wörter, aber ich hoffe, dass ich tue das allemal bekiewendig und nicht nur, weil es ist mir bequemer. Aber ja, ich meine, ich habe eine Inspiration von heutige israelische Schreiber, aber sie sind eine Sache mehr wie die Schisten und es ist schwer zu machen eine Mappe von einem Dialog, aber למשל דרור בורשטיין, ich meine, er mischt euch herein beide fantastische und euch von der jüdischen Geschichte und von Tanach und euch gar realistische, politische Meises. Jetzt habe ich eine Doppelfrage für dich, was hoffentlich wirst du Hanoi haben von ihr. Erzähl uns, von was hast du zum ersten Hanoi gehabt, schreiben die meisten. Und von der zweiten Seite, was ist gewesen öfter speziell schwer? Ich meine, es provendig zu sein komisch, ist mir allemal am Echaie, ich weiß nicht, ob ich habe bewiesen, aber es ist allemal gut. Ich meine, zu nutzen einmal Klangen, ich meine, das Prosodisch ist die meisten nicht so glatt, aber ich hoffe, dass ich habe genutzt die Klangen in einem Eufen, was hat Appetite für sich. Ich habe euch stark lieb gehabt, zu haben ein Problem in der Meise, weil ich habe allemal an mit einer Idee, was ist zu narrisch, כדי zu schreiben. Und einmal, ob es tschäppet mich noch als, ist etwas ist da in der Meise und ich darf bleiben mit der Idee, schreiben und warten, als etwas soll sich entplecken und ich will wissen, für was ist es mir gewesen, also wichtig zu erzählen, die narrische Meise. Und der Prozess von entplecken sich ist gewesen öfter die größte Mechaie, was ich habe gehabt beim Schreiben. Und etwas ist gewesen speziell schwer?
אה, Du hast בסדר gekämpft, אפשר? die jüdische Sprache, ich meine, jetzt, dass ich habe wieder einmal gelernt, die meiste Sache, als der Rhythm ist gewesen sehr schwer. Ich habe nicht gewusst, wenn ich sollte erzählen Pamelech und Protim Dicker, weil Leute Meinsteger ist es allemal, als ich schreibe allemal übergepackt mit Protim und das ist nicht allemal sehr passig zu dem Rhythm von der Meise ist. Und ich sehe, dass der Sof ist sehr giech und ich habe nicht gewusst, wie soll zu machen es verständlicher oder darf länger und beizutragen Protein, was sind nicht scheich. Ja, das ist gewesen gar schwer und öfter soll die meiste sein eine Sache kürzer mit weniger Protein oder darf eine Sache größer. Also ich kann ausschöpfen alle Protein, was ich habe im Kopf. No, die Zukunft wird bringen noch genug Gelegenheiten, das alles auszuprobieren. Dafür die Protein, was ich habe schon öfter mal, die Opitschewkes, in welche du kriegst rein einmal, sind sehr kräftig. Und ich der Mann sich plötzlich in ein paar Schures, was du hast abgegeben, nach der Beschreibung von die verschiedensten Kichmachschirim, mit welcher Dorit Kischef zu neu ihre Kuchendekorationen. Das ist gewesen ganz Chicago, ja. Und der Lehner wird reingezogen und euch es wird ihm schon der Essen, aber es ist interessant. Er darf Gäuber sein, noch ein Wort und noch ein Wort. Und weitergehen. Es ist gut, meine ich. Begabe Rhythmen und Stimmungen und der Problem, was du hast, euch der Mond. Das heißt, es ist dir gewähnt wichtig, soll sein ein Problem. Meinst du, als wir Lehners darf halten die Meise für eine tragische Meise? Sie ist eine humoristische Meise? Sie ist sicher da euch eine Schemetze Ironie und einmal ganz scharfe Ironie in ihr. Ja? Nur durch sich mehr als nicht geguckt auf der ganzen Tragik, euch am meisten was bringt etwas am Ticken. Ja? Der Moschel der Korben, was ist kiemat übergefahren geworden, ist öfter nicht im Ganzen übergefahren geworden, wie du bist Merames beim Sof. Ja? Wie, in welcher Kategorie wolltest du allein reingestellt? Die meisten. Sei mir Meuchel, die auch Frage ja, aber es ist fort interessant, was die Mechaberte Gufe sagt wegen dem. Ich weiß doch nicht, ob der Korben ist nicht übergefahren geworden, man weiß nicht, aber man fühlt sich schuldig wegen dem, aber nicht schuldig genug, sich zu wissen wegen dem. Ich meine, es ist sehr tragisch, es ist poschet, man kann nicht sich zerlachen. Und ja, ich meine, das ist sehr tragisch, poschet, meine Beziehung zu der Tragik ist nicht so schwer. Ich meine, אפשר bin ich aufgewachsen in einer zynischen Tkufe, also ich kann, ich weiß nicht, ich habe, es art mich nicht so wie bei anderen Deures und das ist euch ein Teil von der größeren Tragik. Ja, und ich können wir vor dem geben noch eine Dogme, zitieren die von dem Sof von der Meise. Und die alle, was haben noch nicht gelernt, sollen uns Meuchel sein, als wir machen sie kalle. Aber sei, wie wird euch sein, Kedai überzulehnen. Also das macht gar nicht aus. Die auch Tragik, was ist zu neu gemischt mit etwas an Kmoi Leichtkeit, ja, drückt sich sehr stark aus in dem Sof, wo die Bimkem Neshome, Basje, lässt sich Arab mit dem Wasser von Toilette wird über ihr Covid und es klingt kimat komisch, aber es schmeckt euch ein bisschen kimat mit einem Selbstmord von der Dosiker Neshome. Lass mir das hören. Shiri, bist du bereit vorzulesen? Mhm.
von dein Mal. Ich habe gehabt in Sinnen mamisch die letzte Paragraphe lang. Ja, אפשר אפילו nur Bassi hat bekommen die Obsures. Ja, Mama, Okay. der letzte Stickel noch. Okay. Bassi hat bekommen die Obsures und geworden auf einmal zu Mied, sich umzukehren in Himmel, ihr herabzugucken auf die Kinigels in seiner Euter. Anstatt dem ist sie geblieben in den Moischewskenim und noch gegangen Arjen, schon begleitet durch Jonin und noch als mit der Feuchtigkeit von Dorits Lippen auf sein Back im Klosettzimmer, wo sie ist reingesprungen in Klosettschüssel rein, nicht wissendig, ob das wird sie zurückbringen in Malches Shel Meile, sie in Malches Shel Mata, und sich gelost auswaschen von dem Wasser. Schönen Dank. Ich wollte gewollt ausnutzen, die letzte paar Minuten, eider mir wenn der Öffnen dem allgemeinen Schmues, mit noch ein paar breitere, allgemeinere Fragen zu dir. Was haben zu tun mit dem Schreiben, aber läuft auch also spezifisch mit dem Schreiben von der Dosiker Meise. Etwas, was wir haben noch nicht megale gewähnt dem Eulen, ist, als du hast sich in einer gewissen Tkufe lecholapoches vernommen mit einem sehr spezifischen Genre, was ich habe gehabt am größten Schuss, sich zu lernen wegen ihm, euch mamisch praktisch von dir. Und das meine ich dem Mikrogenre, ja, dem Genre von den Mikromeises. Entschuldigt. Habe ich gewollt wissen, ist das ein Genre, was zieht dich speziell? Das ist gewesen noch ein Genre von einer gewissen Tkufe, was sie liegt schon hinter dir und du hast weitergespannt und es ist dir nicht speziell interessant weiter und auf der Habe. Sie meinst du, dass das ist das Genre, was ist speziell gut zugepasst zum Schreiben auf Jiddisch, was ist eine neue Sprache für dir und es ist speziell günstig, sich zu genießen in einer neuen Sprache, in dem Genre, weil gibt sehr feste und stark begrenzte Rem. Sie kannst uns ein bisschen erzählen wegen deiner Erfahrung mit dem? Und was ist ein Mikrogenre? Vielleicht darfst du es erklären, dem Eulen. Danke. Ja, Mikrogenre oder Blitzbelektristik, אפשר das rufen euch so, das ist euch ein Vorleg von Rochel Schechter, von dem Vorwärts, weil ich habe dort publiziert einen Artikel wegen dem, wie ein Vorleg, also man soll schreiben Mikromeises auf Jiddisch. Das ist ein Genre von sehr kurzen Erzählungen. Einmal ist es 3 Wörter, viele. Es sind da sehr bekannte Dogmes, למשל Hemingways 3 Wörter meise. Oder euch hat 100 Wörter. Und es ist da eine Beziehung mit der Miniatur, weil das ist ein Genre, was existiert schon lang, euch in Jiddisch. Aber ich meine, ein Mikromeise ist etwas ein bisschen anders, weil es hat dem ganzen Siper-Meise von einer größeren Erzählung oder viele Roman, nur in sehr wenig Wörter. Das heißt, es ist nicht nur eine Szene oder es ist eine Szene, wo es ist ein Spiegelbild von einer größeren Siper-Meise. Und mein Interesse in dem ist gewesen unheimlich zu lieb dem, also ich habe פשוט gelernt sehr interessante Dogmes und euch es ist allemal interessant zu sehen, wo sind die Jesoides von der Narrativ und dort kann man das sehen sehr gut.
ich lege das vor euch wie eine Pschore und das ist nicht nur mit Scheiches zu Jiddisch, weil ich meine, dass man hat weniger Geduld und אפשר, das ist ein Eufen zu schreiben, für Lerners, was sind ungeduldig und haben nicht keine Zeit und ja, und es kann sein auf einem Post, auf Twitter und so weiter. Das ist ein Pschore, ein anderer Pschore ist, was du hast ein bisschen euch den Mund, als die neue Schreibers haben אפשר Sprachfähigkeiten, was passen mehr zu kürzeren Texten. Aber ich meine, also, man kann euch bekommen eine Sache von dem, weil wenn man schreibt, also bezimtzem, kann man sich Tage konzentrieren auf eine Sipera Meise, auf die Säudes und euch auf der Sprache. Ich meine, also, ob es ist nicht so kein Punkt, was ist übrig, wird es viele Sachen interessanter. Dank ist, wenn wir öfter bekorf solche sein, zu a frischer Mikromeise von dein Pen auf Jiddisch und öfter von anderen Mechabrim. A größten Dank, ich will derweil abschließen dem Teil von unser Begegnung und ich ermutig dem Eulen herauszukommen mit Frages. Wie gesagt, könnt ihr fragen direkt, ihr könnt öffnen euer Mikrofon und fragen, ihr könnt machen euch höflich ein Simen mit eurer elektronischen Hand und also will ich das sehen und euch geben das Wort. Nicht alle sollen reden gleichzeitig. Und ob ihr besser liebt, mögt ihr euch verschreiben eure Frage in dem Schmueskästchen und wir werden sie vorlehnen und Shiri wird können entfernen und sich beziehen zu ihr. A größen Yasher Shiri, ich fahre deine Erzählung und ich rekommendiere alle Menschen, sie zu lehnen und kedai sie zu lehnen, darft ihr sich abonnieren auf den Schwell und a Dank für einen sehr gemütlichen Schmues und sehr interessanten, von welchen ich habe sich a Sach der Wust und ich bin sicher, dass der Olem noch a Sach mehr. Will ich jetzt da aufrufen, die was halten schon sehr, sehr dritte Hand gerät und schämt sich nicht. Ihr merkt jetzt, nehmen das Wort, es ist gar angelegt. Ich will geben das Wort, efter Gitlen, efter willst du etwas versachaklen oder noch etwas sagen offizielles und dennoch wird Chaim Halpern kriegen das Wort. Gitlen. Ja, ich kann es versachaklen, ich habe eine Frage für Shiri. Lass mich fragen die Frage zuerst. Es hat mir geklingen, wie die meiste ist basiert auf Überlebungen, was du es gehabt wie ein Kind. Es wurden zu Gast, zum Seide Baba oder zum Seiden, in Amosh of Zekenim, öfter auf Pesach, öfter, ich weiß nicht, auf Chanukah. Hast du gehört, Jiddisch wie ein Kind, hat das etwas sich bezeugen zu deiner Beziehung mit dem Seiden in Amosh of Zekenim? Bechlal, öfter nicht. לאו דווקא habe ich übergelebt die Sachen wie ein Kind, mehr wie der erwachsene Mensch, weil Menschen leben lang und ja, das ist gut. Aber nein, ich habe nicht gehört Jiddisch wie ein Kind. Ich habe gehabt auf einer Seite eine ungarische Mischproche, was hat nicht geredet kein Jiddisch. Nur letztens habe ich entpleckt, als mein Seide, der ungarische, hat ja geredet Jiddisch mit seinen Taten, aber das hat mir gesagt, erst nachdem ich habe angehoben zu lernen, sich Jiddisch. Und von der anderen Seite habe ich gehabt Bobbe Seides, was sind gewesen כמעט Sabres in Ganzen. Einer ist gewesen schon etliche Deures in Haifa. Und es heißt nicht, dass sie haben nicht geredet Jiddisch, ich meine, sie haben gewusst Jiddisch. Sehr, sehr gut. Aber es ist gewesen eine ideologische Sache, also man redet keine Sprache חוץ עברית. Und ich will euch sagen, zu meinem Bobbe im Himmel, also der Fakt, dass ich rede Jiddisch, das heißt nicht, dass ich habe
Hebräisch lieb weniger, בכלל nicht. Aber nein, ich habe gehört Jiddisch in einem Punchline von etlichen Witzen, was sie haben erzählt. Und ich habe keinmal nicht verstanden, von was erzählt man dem Punchline in einer fremden Sprache, aber trotzdem, nein. En jetzt tragst du von jenen Witzen und die lachst. Jetzt lachst du. Ja, schon, dass ich gedenke nicht, aber ja. Ja, ja. Dank. Miriam, ich hoffe, was ich auch nachdem es befragt haben. Sehr fein. Chaim. Jo, es kann sein, dass ich hoffe, verspätig ein bisschen. Ich habe eine positive Frage. Jetzias Neshome, ich weiß, was ist Jetzias Mitzrayim, von Sklaverei zur Freiheit. Aber Jetzias Neshome, was ist gewesen deine Meinung, dein Sinn? Was ist der Nomen Jetzias Neshome? Was ist der Neshome? Ich verstehe der Meinung von der Titel. Was hat ihr gewollt sagen? Aber spiele ich sich euch mit Jetzias Mitzrayim. Aber das heißt Poshet Toit, Avadei. Und ich meine, das hat sehr gut gepasst zu einem Prozess, was die Neshomes, was sind Maschgiach auf die alle Mishpoches, was sie können tun, כדי sich wegzustupen von dem modernen Kontrakt von der Arbeit. Das ist ein bisschen spielewdicken Eufen zu sagen Teut, aber euch Potter zu werden von einer Neshome, was ich weiß nicht, es ist schwer sich vorzustellen, was das heißt, weil es ist nicht Teut. Dank. Emetzer hat in Schmueskestel bemerkt, als der Nomen Joram ist in die 70er Jahren in Israel gewesen, gicher ein Nomen mit einer negativer Konnotation. Hast du das gewusst? Und hast du gewollt geben Artikel dem Nomen öfter in 2020? Ich habe ein bisschen getracht wegen dem. Ich meine, es heint nichts mehr, das Tag nicht mehr, aber öfter Poshet, ich habe gewollt einen Namen von Emetsen, was klingt Nudne. Und das passt euch. Ja, Nudne wie ein Cheshbenführer, ja, wie ein Buchhalter. Mhm. Gut, Dank. Sie seien da noch andere Fragen, aber ich sei. Ich weiß, dass alle meine Talmidim, wo sitzen da, wenn mich fragen die Lektions, ist besser, ihr sollt es uns allen versprochen, fragt Itzter, es ist eine gute Gelegenheit und ihr habt mamisch dem Chance zu reden ponem el ponem mit der Mechaberte und zu hören die Antworten von ihr Maul und nicht von der Lehrerkes Maul. Es ist eine seltene Gelegenheit, was man darf unbedingt ausnutzen. Ja, Odem. Odem und David, ich habe gesehen, dass David... Ich habe gewollt wissen, was meinen eigentlich eine Sprache, was ihr schreibt in einer Sprache, was sie können nicht verstehen? Das ist sehr eine gute Frage. Ich meine, dass meine Sprache lernt nicht mamisch, was ich schreibe auf Ivrit, aber ich meine, dass die Sprache von Literatur ist nicht alle Menschen verstehen sie oder wollen es verstehen. Ich meine, dass dem einzigen Fakt, als ich schreibe oder als ich vernehme sich mit Jiddisch, ich meine, dass man ist stolz auf dem, aber man versteht בכלל nicht von was, weil ich meine, dass oft Menschen meinen, dass Jiddisch ist schon abgestorben und es ist schwer zu erklären, von was es ist nicht euch zu lieb dem, als Chassidim sind ja Menschen und sie reden Jiddisch geseder. Und euch als man bekennt sich nicht mit der jüdischen redenden Kehille, laut dafke von Redners wie Mameloschen, ist es schwer zu erklären, weil es ist etwas so speziell. Ist die Themen wegen, was ihr schreibt auf Jiddisch, sind andere von Hebräisch?
wenn ihr schreibt auf Hebräisch? לא מרתחתן, לאו דווקא, ich meine, also es ist ein bisschen geringer auf Jiddisch zu schreiben in einem Genre von fantastischer Realism, weil es ist sehr gering zu finden, die richtige Tradition auf der Aussprache. Und auf Hebräisch ist allemal rein realistisch, in einer sehr strengen Eufen, mal. Aber לאו דווקא es ist, ich wollte gesagt, dass es ist ähnlich. Danke dir. Irit, Sie seien da Mitglieder von deiner Sprache, was kennen ja überlehnen als am meisten, was du schreibst auf Jiddisch? Ich habe, ja, ich weiß nicht, ich kenne nicht alle Menschen. Ob der ungarische Seide hat Koyach, weil ich ihm öfter fragen. Ja, danke. Öfter kannst du ihm vorlehnen. Ich weiß nicht, sie wird haben Koyach das allein überzulehnen, aber öfter. Das kommen dicke mal herum dem dicken Tisch. Das wird sein, eine gute Gelegenheit, öfter. Dank. David, du hast etwas gewollt fragen oder bemerken. David Cohen? bemerken, קודם כל, אז ich habe gelernt an der Zeitung Shiri bis in Chigdeiles. Ich bin solche gewesen. Ich habe geschäft Sachen neu von dem. Ich bin auch Mekane. Als ein Jahr auf mir, ich wollte gern gehen schreiben, wie du hast geschrieben. Und die Frage, was ich wollte gern gefragt, ist, als die aus Norwes der Mond, unsere beste Chavayrim, die Chassidim, was meinen in Jerusalem, in Dan Stut, wie die meinst. Und ich wollte gern gewusst, sie schreibst auch Inspiration von seiner Lebens, was von dem größten jüdisch redenden, von der größten jüdisch redenden Gehille, was es du in Erz Israel, wie die wollen es auch. Ja, ich wollte gerne interessiert zu hören wegen dem. Größten Dank, David. Noch nicht. Ich meine, also alles, was tut sich in Jerusalem, ist sehr inspirierend. Das ist die Siebe, zu lieb, was ich bin angekommen nachher und zu lieb, was ich bleibe. Aber es ist ein größer Vermess zu schreiben mit dem Guckwinkel von draußen. Und man darf sein sehr vorsichtig, ich habe Cheshek, aber ich meine, das ist ein größerer Vermess wie alles, was ich habe getan bis jetzt. Und ich bin noch in der Ausprüfstadie, wie ich habe gesagt. Dank. Ich sehe als Mordche Miller, will etwas sagen. Ich habe das Wort. Ja, Dank. Ich wollte aber allgemein zu wissen, ihr seid auch eine Übersetzerin. Gewöhnlich setzt man über in einer zweiten Sprache als eine Muttersprache. Jiddisch, fühlt ihr sich also in der Heim in Jiddisch, als ihr wollt, auch übergesetzt etwas anders in einer anderen Sprache auf Jiddisch? Oder ist Jiddisch für euch eine zweite Sprache? Jiddisch ist für mich eine vierte Sprache. Das ist nicht kein guter Ort, aber fort bekommt sie eine Sache Privilegien von mir. Von deswegen. Nein, ich meine, also ich wollte nicht übergesetzt, gar nicht auf Jiddisch. Erst wenn ich habe sich ausgelernt, alle Nuancen, was ich verstehe jetzt nicht. Und ich meine, also, das ist ein Problem, wenn man schreibt. Ich bin wissig, also andere Menschen wollten nicht gehabt, die Chutzpe zu schreiben auf Jiddisch, wenn sie, wie man hört, sie machen noch als Asachta Usim, wenn sie reden und auch wenn sie schreiben. Aber ich habe gemeint, dass es wollte gewesen, nicht nur interessant, ich meine, man geht nicht in Twisse verschreiben, es was nicht proben, aber es ist auch ein wichtiger Jesod von Literatur zu sein fremd und zu schreiben auf einen fremden Loschen ist ein guter Weg, das zu bekommen in Gichen.
Demo-Effekt. Ihr schreibt sehr schein. Darf sie nicht schämen. Und nicht allein, ich brief gerade etwas überzusetzen von Deutsch auf Jiddisch, und es ist Tacke, sehr schwerlich. Darf wir alle noch lernen ein bisschen. Nu, und wie ein Pädagoge will ich euch noch ermahnen, als man kann sich lernen in einem. Ja, es ist gut zu haben, ein Austausch zwischen sich. Und ich will euch ermutigen, ob ihr habt weiterzuführen, dem Kontakt, was hat sich gemacht durch der heutige Begegnung und euch vermehrt sein dort zwischen dem allem gewisse neue Penemer. Ob ihr wollt weiterführen dem Kontakt, verbete ich euch, überzulassen uns eure Blitzadresse in dem Schmueskästel. Ihr könnt es jetzt da reinschreiben, die alle von euch, was wollen mehr Informationen wegen weiter dicke Programmen, wegen weiter dicke Unternehmungen, euch öfter nicht nur in der RM von der Jiddisch-Liga, es tut sich auf Tisch und auf Bank, wie man sagt. Es kommen vor ohne schier Jiddisch-Aktivitäten, dafke in der schweren Corona-Zeit. Und dank dem Zoom, und es ist gedei, das auszunutzen. Seid also gut. Schämt sich nicht, schreibt rein eure Blitzadressen in dem Schmueskästel und also werden wir weiter können sein in Kontakt mit euch. Ich sehe, als Schewe ist da, Schewe Zucker, was ich bin ihr noch geher. Sie ist gewesen, die Chefredaktorin, lange 15 Jahre vor mir und ich setze vor ihre Arbeit in dem Affenschwell. Und ich will ihr weitergeben das Wort. Sie hat etwas zu fragen oder zu bemerken. Schewe, es ist dein Reh. Wir hören dich dabei nicht. Öfter darfst du andrehen dein Mikrofon. Öfter darf ich, ja, entschuldigt, ja. Ich habe sich allein verstummt. Ist ein Dank, Shiri, für der Erzählung und für den Schmuss. Ich habe getracht wegen dem Namen Yetzias Neshama, also es ist öfter nicht bloß wegen Teut von einem spezifischen Mensch, nur man hat das Gefühl, als die Neshama ist im Ganzen herausgegangen von der Mischproche und öfter viele von der israelischen Gesellschaft. Der Kemat letzte Image von etwas, was lässt sich herab in Toilette, ist nicht sehr der Heubener Image, lassen wir sagen. Ich bin geblieben mit einem traurigen Tam in Moel wegen der moderner israelischer Gesellschaft und ich wollte gewollt hören deine Reaktion auf dem. Sie habe ich zu negativ reagiert, ist das gewesen dein Kavane? Ich wollte gewollt hören. Ja, mein Kavane ist gewesen zu sein sehr kritisch, laut dafke didaktisch, aber kritisch. Ihr seid gerecht und Dank für den Perisch. Ich habe euch stark lieb zu spielen sich mit Wörtern, was man nicht anzutrachten, was steht hinter sie. Neshama ist ein sehr großes Wort, aber man kann das sagen, euch anzuglauben, dass es existiert bechlal. Und ich habe gewollt, wie soll ich sagen, vermenschlichen dem Begriff in einer Neufen, was ist tatsächlich menschlich in einem traurigsten Neufen, was man kann sich vorstellen. Also, ja, אפשר ein bisschen euch Leute Mangers Dogme. Danke. Dank. Ich gebe einen letzten Guck. Wir haben öfter noch eine Bemerkung oder eine Frage von dem Eulen. Ob ihr wollt noch etwas sagen, macht das Simon, seid ihr so gut, oder öffnet Poschet euer Mikrofon. Und Lessiem, ob keiner wird nicht wählen, noch etwas sagen, weil ich dich bitten, Shiri zu sagen, fort noch ein paar Wörter wegen die Bücher in die Autobussen.
Emetzer hat gar stark geöffnet sein Mikrofon. Ja, das ist ein Blog, was ich habe angefangen zu schreiben mit 5 Jahren zurück. Pושט, weil ich habe gewollt auf Ivrit, ja, seid mir moichel. Es ist nur auf Ivrit. Ich bin gewesen damals Studentke in Programm für jüdische Limudim in der Hebräischen Universität und ich habe gehabt das Gefühl, dass ich habe interessante Sachen zu sagen wegen Literatur, aber ob nur der Professor Lehn, das ist das ein bisschen Lashod und euch, dass ich will haben einen tieferen Schmues wegen heintiger Literatur, was man führt in Israel לכל הפוחס nicht ממש in Rezensies in der Presse. Und ich meine, das hat gefällt. Es sind da andere Bloggers, etliche gut, aber so sind also mit, sie schreiben 5 Schures wegen dem Siper Ameise und dann noch 1 Schure wegen, es ist mir gefallen, es ist mir nicht gefallen. Und ich habe gewollt machen etwas, was ich darf sich sehr matriach sein zu schreiben, ein Post, aber und ich habe euch gewollt beschreiben die Beziehung von Literatur und das tagtägliche Leben. Als man lernt in Autobussen und das Leben stört dem Lernen, aber es hat vor der Scheiches und das beschreibe ich allemal in Blog euch mit ein bisschen persönlichen Guckwinkel von was tut sich bei mir. Du verschreibst dort einmal Sachen auf Jiddisch? Sie als geht dort bloß auf Hebräisch. Bloß auf Hebräisch, weil ich weiß, dass das ist mein Eulem. Ich bin mehr in hebräischen Internet wie in andere. Aber ich schreibe ein bisschen wegen der jiddischen Literatur, weil ich meine, dass man weiß בכלל nicht, was tut sich dort, euch heint und euch früher. Man weiß nur, wer ist Sholem Aleichem und das ist alles. Ich meine, es ist euch wichtig, von Mal zu Mal zu erzählen, etwas wegen dem und sagen, was können wir sich lernen, wie Hebräisch Redners von dem Spiegelbild von unserer Sprachentwicklung. Dank, das ist ein schöner Satz. Das Spiegelbild von unserer Sprachentwicklung und das ist heute zu tun, darf gelegabe Hebräisch und Israel mit Jiddisch. Shkoyach, a herzigen Dank, Shiri, a herzigen Dank dem bekovedigen Eulem und ich gebe über das Wort Gitlen, sie wird haben das letzte Wort. Aber mit einem offenen Mikrofon. Ich will allen noch einmal bedanken, was Sie sind gekommen. Wir haben sich bekannt mit einer Schumme. Shiri Shapira, ein neuer Mensch auf Insergas, auf Insergas wie ich wohne. Ihr kennt sie öfter in Yisroel länger, wie wir kennen sie du. Und wir hoffen zu haben noch eine Sache, so eine Treffungen. Ich will auch noch sagen, also in 2 Wochen herin, dem 28. März, weil wir sich treffen mit einem, was es Tage gewesen, du in eurem Hand, Mark Kaplan, was in demselben Nummer auf dem Schwell wie Shiri hat sich gedruckt, Magefis in andere Unschicknischen, und Mark gedruckt einen Artikel wegen Rassism, den Rassism in Amerika, in verhattendicker Artikel, in wird reden auf der Thema dem 28. März. Ist, ob ihr wollt Informationen wegen dem oder wegen anderen Unternehmungen oder ihr wollt kriegen dem Journal, Bechlal, werden ein Mitglied, kriegen die Werte von der Woche, lasst uns wissen, schreibt uns, und wir wollen nach gern verschreiben. Ihr seid mir alle gesinnt und wir hoffen auch zu sehen auf zukünftige Unternehmungen. Ja, Dank geht. Ich habe gesagt am 28. März, ja? Ich läufe ein bisschen zügig. Dem 28. Februar, das ist der letzte Tag in Februar, in 2 Wochen herin. Ja. Unser komediker Gast Mark hat sich allein schon stark erschrocken.
von dem Schmus Kestel Heitochen ist im März. Ja. Seid uns alle gesund und bleibt gesund. Lassen wir sich sehen, noch auf Simches und der Iker herum dem Aufenschwell. Amen. Seid Dank. gesund. Dank. Dank, Shiri. Dank, Miriam. Schiri. Dank allem, Miriam und Gittel besonders. Seid gesund. Seid gesund.